Willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria. Eine epische Folge liegt hinter uns. Jetzt hoffentlich kann ein weiterer vor uns, natürlich noch weitere, viele vor uns. Alter Schwede, letzte Part, der Kampf gegen Heldalf plus Simon und wenn der Ganze ausgegangen ist und so. Und ja, es war schon wirklich heftig, deftig. Kann man nicht anders formulieren und wieso fühlt mich jetzt nicht langsam mal, ich sagen, kann mir langsam ein bisschen jemand auffüllen. Hier, dankeschön. So, ansonsten, Laila kommt langsam hinterher mit dem Level. Packen wir mal Etna rein. Passt. Jetzt ist die Frage, wohin war. Gehen wir jetzt am besten. Gehen nach Logrin. Ups, so war ja der Save Point. Da kommen wir so nicht. Hey, das wäre jetzt ein epischer Kampf gewesen. Aber scheinbar nicht. Alter, gegen ein Level 80 Heldalf angetreten. Was ich ein bisschen verrückt fand, war, gut, Simon, da wissen wir jetzt, die ist oder war, keine Ahnung, ob die jetzt wieder tot ist, das sah zumindest so aus. Die ist ein Seraph, okay, gut zu wissen. Dem war, wie auch immer. Was mich da wirklich mehr verwundert hat, war irgendwie, naja, dass sie trotz allem so stark war, um immerhin 4 von unserer Gruppe, also sprich 3 Seraph und 3 Seraphen plus Rose, einfach so zack, wegzuschließen. Wo zum Henker? Hä? Geh nach Logrin. Und wo ist Logrin? Boah. Also meine waren ja schon ziemlich überall. Da würde ich doch mal sagen, wenn wir mal über die Camelot-Brücke war. Das ist jetzt nichts, was gerade irgendwie darauf hinweist. Da geht es dann zum Windschrein. No, das ist eine Brücke, ja. So. Speichern wir hier nochmal ganz kurz. Also gemäß Karte aber jetzt nichts gesehen, was darauf hinschließen würde. Also natürlich hat er total mich... Ja. Hat jetzt da total irgendwie was falsch verstanden. Mal gucken, was die so, die Amsel für ein Level hat. So, von dem her kann es passen, wa? Was? Nein, ich wollte... Jetzt haben wir gerade irgendwas gequatscht und ich hatte keine Zeit zum Zuhören. Jo, guck mal schnell die Karte war. Logrin. Könnte schon. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber so weiter scheint. Was ist denn hier los? Ein bisschen Feuer und schon ist das Problem behoben. Himbeermus. Ja, und das andere ist eben noch wegen den Goldtruhen, weil da fehlt mir immer noch der Schlüssel dazu. Und da weiß ich ja, dass ist ein optionaler Dungeon, wenn man diesen Schlüssel bekommt. Aber den können wir erst betreten, nachdem wir halt bereits
die 4 Schreine gemacht haben, um unsere Kraft halt zu stärken. Also in dem her ist eigentlich schon logisch, dass es eigentlich hier weitergehen müsste, wa? Weil alle Orte zuvor hatten wir bereits geguckt. Also mindestens mal waren wir dort und noch nicht alles gemacht und so. Es werden auch noch Herrscher des Landes, hast nicht gesehen, aber den Rest soweit, jo. Und ab 5 ich. Widerstand passt, ja. Amatisiert mal! Ups! Ziemlich stark, die Viecher. Na, kommt. Ich würde gerne meine physische Art einsetzen, noch darf. Und Tschüssikowski, Leute, hat mich gefreut. So dazu. Du, 550 Erfahrungspunkte. Du. Passt, wa? Da geht's wieder zurück. Ja, da haben wir sonst nichts auf dem Weg. Gut. Natürlich auch nichts verpassen, so ist auch wichtig. Von daher komme ich, da sonst irgendwie nichts. Wow, natürlich laufe ich voll rein. Schwäche Erde, interessant. Ups. Entschuldigung, Gegner, wo lang mit dir? Mann, ey, gehen mir auf den Sack. Mein Gott, die müssen beide, auch der hier. So, jetzt reicht's aber langsam. Was ist eigentlich hier los, Leute? So, mal ein bisschen Ruhe hier. Und gleich ist auch die down. Geht doch. Jo, Mikro gleich noch. Dann mal weiter. Die Dinger nerven ein bisschen. Da haben wir nix. Tja, der ewige Kampf zwischen Dunkelheit und Licht war das Spiel zwischen dem Herrscher des Unheils und des Hirten, was der Heldalf jetzt ein paar noch angesprochen hat. Und darauf Laylas Reaktion noch. Gibt mir schon ein wenig zu denken, muss ich zugeben. Natürlich auch, wie sich dann irgendwie so dafür oder dazu entscheiden wird noch. Weil irgendwie, theoretisch, also entweder bleibt es dabei oder ewiger Kampf, also ewiger Kreislauf halt von Gut und Böse. Oder aber wir können das Ganze halt ein bisschen umgehen und ein für alle Mal beenden. Was zwar nice wäre, ich bin aber starke Zweifler. Hol ich nochmal ihn ein. Na toll. Mach ein bisschen Feuer-Kombo. Oder das heißt, der Kombo ist eher spammen. Level up für Mibu, du. Göttliche Phönixklinge, brennende Scherben, flammende Läuterung. Weil ich es einfach kann. Das langsam war.
Toll, wieso hat jetzt das nicht geklappt? Ich will eigentlich Rate stoppen, hallo? Hingegen hat geklappt. Ja, kommt nur, kommt nur. Ah, dann eben nicht. Jo, läuft. Und dann ganz kurz den platt. Geht relativ schnell, Leute, ist kein Problem. Egal, war für Layla. Layla ist cool. Feuer ist auch ein geiles Element und das Schwert sowieso. Au, 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 Alter! Warte mal ganz kurz, bis wir mich ein bisschen angreifen. Ich switche und nachher natürlich nice Combo machen kann. Mystische Arte! Was kann meine Technik hier tun? Das Blut ist nicht so. Und das Vieh versucht abzuleiten. Die kapiert es auch nicht. Ich sag hier immer wieder, sie soll weggehen, sie soll weggehen, sie soll die Art aus Entfernung einsetzen. Nö, natürlich nicht. Die hat keinen Bock drauf. Naja, von mir aus. Jetzt also auf der Suche nach Mautoleo. Oder Mautoleo, wie auch immer. Wo scheinbar nichts war. Hä? Echt jetzt? Nichts Verstecktes, nichts, einfach nur ist er leben. Ja, sag mal, so. Hier irgendwie Endners Kraft und so? Nö, geht auch nicht. Wir sind gleich da, aber. Ja, wir haben noch 2 Kämpfe. Lol, irgendes. Ah! Alter, das brennende Echo funktioniert gar nicht mehr! Irgendwie treffe ich einfach nicht mehr. Bin auf sich weiß natürlich. Aber das automatische Ausweichen ist schon geil. Ups! Wow, Glück gehabt. Und da kommt natürlich auch schon der nächste. Octofuzzi plus noch ein bisschen was anderes. Bitte was? Oh, wisst ihr was? Jemand. Zu lange, Mann! Weg mit euch! Ich weiß, es vielleicht ein bisschen zu häufig hier die mystische Art und so, aber sieht so geil aus. Hä? Wo war das ein harter Kampf? Ich könnte mal ein bisschen switchen hier, war. Mikro und so, hat man schon lange nicht mehr. So, ja, die Brücke ist so lang. So, jetzt wieder geht nach Logrin. Das ist natürlich die Frage, ist Logrin da oder ist es eben nicht da? Erstmal speichern. Echt, na, alles klar. Steinkrankheit. Das klingt ein bisschen nach der Medusa. Die Medusa. Die Steinart verkauft. Da gibt es uns nichts, wa? Dann eben weiter im Text. Geht's in eine neue Ebene. Jetzt bin ich dann doch ein bisschen, naja, also doch überrascht. Trifft es eigentlich ziemlich noch gut.
Nach Logan, aber sonst haben wir nicht. Also muss da lang, geht ja gar nicht anders. Der geht total, gut, in meinen totalen falschen Weg gehen. Nö, weil wir müssen sowieso hier entlang. Zumindest früher oder später. Jetzt jetzt vielleicht einen Augenblick ein bisschen falsch unterwegs bin. Ja, komm, leider wieder rein. Das bringt nichts hier mit Miklio. Und die Galoppa-Flamme. Geht doch. Dann Save Points so früh schon, das gefällt mir gar nicht. Was ist das jetzt wieder? Kein Doofauge mehr, sondern ein Düsterauge. Ja, nee, ist klar. Ups, dann zu früh. Nur gerade müsste ich Art einsetzen, merkwürdig, geht gar nicht. Ja, gerade mal an. Ups. Was man hier auf die Mitte war. Sag mal. Sag mal, langsam ist aber gut hier. Sag mal. Man kann sagen, nee, kann ich jetzt gar nicht mehr, oder was ist los? Was? Ich kann hier... Ah, dort! Krabben auf der Brücke! Oh Mann, ey. Aber trotz allem ist noch ein bisschen die Geschichte auf und so. Von dem her finde ich jetzt das gar nicht mal so verkehrt, was ich da habe. Ja, hat's auch gesehen, war. Hatten wir gerade so. Weht der, was ist das für ein Viech? Ist der Save Point da vorher oder kommt der erst nachher? Kommt gar nicht durch, muss das hier platt machen. Ja, gut, Part ist gleich vorbei. Ich glaube, wir können uns sicher mal angucken noch das Teil und der nächsten Folge. Ja, was anderes, glaube ich, echt falsch unterwegs war. Wobei ich kann es mir kaum vorstellen, dass wir echt falsch unterwegs sein sollen. Immerhin kann ich hier noch ausweichen, falls es ja nötig sein sollte. Da ist ja jetzt auch mal eine Option, warte. Ja, falls wir echt noch zu schwach sein sollten. Das war auch nix. Da, wie gesagt, vielleicht nachher durchgehen. Wir müssen uns mal das 4 angucken, wa? Das ist sicher ein ganz netter. Der natürlich nicht. Egal, kann noch ein bisschen Essen auffüllen. Die machen relativ wenig, sogar noch nie vorwärts. Ja, danke Rose. So geht's natürlich auch. Man kann es bitte mal was anderes machen. Ja, danke schön. Wir können schon die ganze Zeit die Galoppflamme machen.
Lass meinen Kumpel Mibu los! Mikrio, Entschuldigung! Nervige Viecher, wa? So. Hallo! Ja, klar, kann nicht vorbei. Schwäche, Feuer, Erde. Natürlich alles komplett falsch, was ich hier habe. Anfälle gegen Art. Müsste eigentlich machbar sein, wa? 48. Ja, doch, das geht. Er hat plötzlich eine Art, was mir nicht gefällt. Mal ein bisschen spammen hier. Das klappt schon mal ein bisschen zu gut. Nehmen doch bitte mal einen Grund, warum zum Henker. Ich sehe sowieso nichts, Leute, ganz ehrlich. Warum soll ich den Umweg nehmen? Das Vieh sowieso ist gleich down. Das nicht. Ich will gerade sagen, das Vieh selber lebt sicher nicht mehr. Nur sein Junges lebt noch. Ja. Gut, das war schon episch, also muss man zugeben. Ob man jetzt meine Taktik gut findet oder nicht. Es hat geklappt. Shit happens. Ein bisschen galoppen. Oh, jetzt bin ich voll verwirrt. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir amortisieren. Dankeschön. Hallo, hier bin ich. Kann ich mich mit angreifen? Ich kann ein bisschen switchen und so. Naja, klar, mehr oder weniger. Gucken nicht auf weniger. Ist ja voll ausgewichen, aber ist ja scheißegal hier. Meine Fresse. Gut, in diesem Sinne, Leute, will man sagen, danke fürs Zusehen. In nächsten Paar geht es ja weiter und ja, mal gucken, was noch alles so hier auf der Brücke rausfinden. Immerhin wieder so ein Bossgegner platt gemacht. Der war nur ein paar Level höher und ich glaube, dass er so riesig war und das Spielfeld so klein ist ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also ganz ehrlich hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten mit ihm. Können relativ locker auch ausweichen. Nicht unser Art hat getroffen und ja, halt automatisch ausweichen, S auffüllen, mystische Arte, Combo-Arte und so weiter, ist das alles ziemlich geil. Wie es weitergeht hier mit Tales of Zestiria, dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!